Popcorn. Ich muss ins Pipi. Schau mal, Mami. Das ist der Herr Töffliwiesel. Er ist ein Champion. Guten Morgen, Schwester Kitty. Es ist für mich eine grosse Ehre, dass ich heute zu der Rettungsmannschaft gehöre, Herr Töffliwiesel. Ich bin gespannt auf Ihren Auftritt. Wie übertrieben, Schwester. Ich hoffe nur, dass Sie uns gar nicht brauchen. Also sehen ihr, wie der blöde Töffliwiesel sich bei unserer Schwester Kitty einschleimt? Ihr seid ein bisschen eifersüchtig, Herr Doktor. Nein, sicher nicht. Ja. Das ist doch nichts Schlimmes. Oder, Teddy? Ich bin parat für die schnelle Fahrt. Bis später, Schwester Kitty. Oh je. Er ist so mutig. Der ist nicht mutig. Er spinnt doch nicht. Jetzt sehen Sie den gerade Kunststückli von einzigartiger, unglaublicher Kühnheit. Und zwar vom Herrn Töffliwiesel. Er überspringt wie ein einziger waghalsiger, extrem weiter riesigem, sämtliche Auto von unserem Tierspital. Was höre ich da? Das hat mir niemand gesagt. Das hätte ich nie erlaubt. Mein Auto ist nämlich ein Funkelnagelnickel neu. Was klappert hier? Mein Auto. Super Sprung. Völlig ruiniert. Hey, Freunde, kommt der auch schon? Tut's weh? Schieb mal da rüber. Ab ins Spital. Jetzt sollte keine blöde Gümpfe mehr machen, Töffliwiesel. Jawohl. Wir hätten Ihnen von Anfang an können sagen, dass das nicht geht. Sie dürfen größer sein. Jetzt sind doch nicht so grob. Er ist schließlich verletzt. Das bin ich doch gewöhnt. Ich habe mir schon x-mal alle Knochen gebrochen. Ich beiße einfach tapfer auf die Zähne. Wieder einmal bei uns, Herr Töffliwiesel. Ja, sie werden mich halt einfach nicht los. Der hat das Bein gebrochen. Wie ist es diesmal passiert? Ich habe meinen berühmten Autoüberhüpfungssprung gemacht. Und ich hätte es auch geschafft, wenn nicht hinter einem Krankenauto noch mal ein Auto parkiert gewesen wäre. Das konnte ich ja nicht wissen. Sie sollten nicht mehr so gefährliche Sachen machen. Es steht nicht jedes Mal ein ganzes Notarztteam bereit. Und wer weiß, was dann Das passiert. sage ich euch schon seit Jahren. Hören Sie auf mit Ihren blöden Ratschlägen. Ich bin nun einfach einmal ein fanatisches Rennfahrer. Und ich rede als voll fanatische Tierärztin. Pass auf, Tilly, das ist gefährlich. Oh, Achtung. Achtung. Oh, jetzt kommt er gerade. Hört auf mit dieser blöden Ratschläge. Ich bin ein äußerst fanatisches Rennfahrer. Und was ist denn passiert, kleiner Timmy? Ich bin vom Velo gefallen. Aber nicht einfach beim Fahren. Er hat wieder mal ein Kunststückchen müssen ausprobieren. Lieblingsgrosse Vorbild, der Töffliwiesel. Herr Töffliwiesel, ich ordne für euch strengste Bettruhe an. Bettruhe. Ganz genau. Gehen Sie an ein Dörf rennen? Nein, ich tue lieber Velo fahren. Übrigens, das mit Ihrem Auto tut mir wirklich leid. Ja, mir auch. Aber der Herr Töffliwiesel hat es wirklich nicht extra gemacht. Nein, trotzdem sind solche Kunststückchen ein riesen Mist. Der kleine Timmy hat schon nachmachen, hat sich prompt dabei verletzt. Manchmal muss man halt etwas ausprobieren. Das macht das Leben erst richtig spannend. Hey. Ein Autogramm für die Schwester. Sie sind super, Herr Töffliwiesel. Fast hätten Sie den riesen Sprung geschafft. Fast ist noch nicht gut. Aber ich probiere es noch mal, das kannst du mir glauben. Und was hast du gemacht, Kleine? Ich habe mit meinem Velo ein Kunststück ausprobiert. Gut gemacht, kleiner Rennfahrer. Meine Mami sagt, ich darf es nicht mehr machen, sonst wird sie böse. Das sagen die Mamis immer. Los auf meinen Töffliwieselrat. Wenn du vom Velo gefallen bist, dann musst du es sofort noch mal probieren. So mache ich das auch. Komm, ich zeig dir gerade mal etwas.
Ein Wunder, dass er nur einen Beinbruch hat. Er hat richtig Glück gehabt. Da hat er recht. Aber von jetzt an macht er es nicht mehr. Prima, Timmy. Leg's da vorne an. Bingo! Ich gehe an den Start. So, es geht los. Und bewegt euch ja nicht. Sonst gibt's noch eins auf die Nüsse. Sind Sie sicher, dass das da nichts passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen's ja dann. Ja, der Töffli-Wisuli brav im Bett, wie abgemacht. Oh nein, nicht schon wieder! Und Vollgas! Töffli Wiesel! Töffli Wiesel! Jetzt langt's! Ruhe! Ihr solltet euch schämen, Töffli-Wisel. Ihr hättet die anderen Patienten schlimm verletzen können. Hey, jetzt tun's nicht so furchtbar dramatisch. Es ist überhaupt nichts passiert. Der Herr Töffli Wiesel ist mein Held. Er ist so tapfer. Nicht tapfer, nur dumm. Hey, manchmal muss man halt eben alles auf eine Karte setzen, sonst erreicht man einfach nichts. Das ist dummes Gerät, Timmy. So Kunststückchen muss man vorbereiten und üben, sonst ist es zu gefährlich. Hey, manchmal muss man eben alles auf eine Karte setzen, sonst erreicht man nichts. Entschuldigung, Moritz, hast du gerade etwas gesagt? Ich habe ihm gesagt, Komisch, ja, du hast Stimme gehört. Hey, langsamer, Timmy. Schon mal etwas von Fußgängerzonen gehört? hey, Volker! Mit dem Lärm kann man einfach nicht schlafen. Oh nein, ich bremse! Ach, Alter! Timmy, was ist passiert? Schnell auf die Bahre mit ihm. Timmy, wie viele Finger siehst du? 6 Rüebli! Oh nein, ich glaube, er hat eine Hirnerschütterung. Weißt du, wer ich bin, kleiner Timmy? Klar weiss ich das. Grossmami. Er wird schon wieder gesund, oder? Ich habe so ein gutes Gefühl, dass das alles meine Schuld ist. Er wird bestimmt wieder gesund. Aber Sie haben recht, wenn Sie ihm nicht all den Blödsinn über Mutproben erzählt hätten. Ja, dann wäre das nicht passiert. Ich bin so ein Löli. Nehmen Sie sich ein bisschen zusammen. Sie müssen jetzt tapfer sein für den Timmy. Für ihn sind Sie nämlich ein Held. Timmy, ich verspreche dir, wenn du wieder gesund bist, dann bringe ich dir richtig gut Velofahren bei. Nur Velofahren, kein Kunststück. Wissen Sie, ich habe mir überlegt, das ist schon gut, wenn man mutig ist. Aber noch besser ist es, wenn man seinen Mut mit viel Vorsicht ausprobiert. Finden Sie? Das sage ich ja schon lange. Auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen übervorsichtig bin, trotzdem weiss ich, wie man Abenteuer erlebt. Das glaube ich Ihnen schon. Hätten Sie vielleicht Lust auf einen Tandemausflug? Können Sie Tandem fahren? Ich glaube schon. Wissen Sie was, Herr Dr. Fieberbein? Der Herr Töffli-Wiesel verlehnt uns sein Auto und ich würde furchtbar gerne mit ihm unseren Ausflug machen. Jetzt habe ich mich gerade an das Tandem gewöhnt. Dann haben wir auch frische Luft und sind erst noch viel schneller. Passt aber gut auf. Da ist der Lautsprecher vom Töffli-Wiesel. Am nächsten Samstag gibt's wieder Töff-Kunststückchen auf der grossen Jahrmarktswiese. Ich hoffe, ihr kommt auch. Euer Töffli-Wiesel.